Ja, wenn du mich gefragt hättest, hättest du dir so den Urlaub vorgestellt, dann wäre meine Antwort gewesen nein, weil wir hatten geplant, wir wären in Indien gewesen und in Perth, Australien und dann in London für eine Konferenz, dann in Berlin und dann hier. Aber ist doch auch schön, dass man einfach mal etwas anderes erleben kann als geplant. Ich möchte ganz am Anfang alle unsere Locations begrüßen, auch jede Person, die zuschaut online. Ich habe vor- und nachgeschaut, Leute kommen aus Dortmund, aus Hamburg, aus Baden-Baden, aus der Schweiz, von überall. Lass uns doch diesen Menschen, auch Locations heute, einen großartigen Applaus geben. Thank you so much for tuning in. Kann sich anders sagen. Wow. Hey, ich möchte gerne mit einem Gebet beginnen. Und zwar, mich fordert die Corona-Zeit extrem heraus. Kannst du dir nicht vorstellen, wenn aller unser Urlaub ist anders und dann muss man wieder nach Hause fliegen und dann kommt man nach Hause und die Wohnung ist von den Kindern alles verändert. Plötzlich ist eine Karriereautobahn mitten in der Stube und ich denke, okay, ja, wir sind zu früh nach Hause gekommen. Und das ist nur ein Beispiel. Und jetzt heute Nachmittag, man weiß nicht, was kommt. In 2 Wochen ist die Ladies Lounge und. Es ist mega mühsam. Und was es auslöst bei mir ist einfach, dass ich merke, Gebet ist nicht einfach, ich muss jetzt beten, weil ich habe ein Problem, sondern ich merke, Gebet ist wirklich die Substanz in unserem Leben, was uns fokussiert, dass nicht die Angst und Panik und die Änderung plötzlich unsere Gefühlslage verändert. Weil Gott ist der gleiche, der hat sich nicht geändert, der war vor Corona cool und er ist auch in Corona cool. Und das ist das Coole. Und dann, weil ich ja cool sein will, hänge ich mich beim Coolen ein und das ist Gott. Oh, das ist ein cooler Slogan gewesen. Jesus, ich bete für uns alle, für mich, für uns, für unsere Seele, dass wir in unserer Seele, unserer Gefühlslage einfach zur Ruhe kommen dürfen, auch mitten in einem mächtigen Sturm. Und ich bete auch, dass du uns bewahrst an Körper, dass dieser Virus, diese Krankheit nicht uns befallen kann oder soll. Ich bete, dass das Blut von Jesus Christus wirklich uns umgibt von allen Seiten. Ich bete für Weisheit, für die Regierung, die irgendwie da auch das entscheiden müssen in diesen Meinungen, die es gibt. Danke, dass ich nicht die Entscheidung treffen muss. Ich kann nur meine Meinung sagen. Und ich segne unsere Regierung, besonders den Uli Murr. Nein, alle. Amen. Nein, ich bin Uli Murr-Fan. Der steht seit Jahren in der Schweiz, kein Skandal. Bis jetzt. Hey, wir beginnen eine neue Serie und es geht um, wie können wir die teuflischen Strategien durchschauen und auch entdecken. Und keine Angst, ich werde nicht darüber sprechen, wie großartig ist der Feind, aber ich finde, es gibt eine Dimension, die oft in der Kirchenlandschaft ein bisschen so auf die Seite geschoben wird, so ein unangenehmes Thema. Das Coole ist, an dem Tag, wo ich gläubig geworden bin, weißt du, was dann entsteht? Einen Rucksack von Sorgen fällt weg. Meine Sünden sind auf einen Schlag vergeben bei Gott. Einen Frieden, den man nicht erklären kann, eine Freude, weil ich weiß, ich lebe ewig mit meinem Gott im Himmel. Und gleichzeitig erlebe ich Anfechtungen, die ich bis dahin nicht gekannt habe. Probleme, Menschen, die mich plötzlich hassen, weil ich Jesus-Fan bin. Plötzlich kommen Dimensionen rein und ich dachte, woher kommt dann das? Du erlebst beides. Friede, Freude, Eierkuchen, aber auch Angriffe, Challenges, wo du denkst, das hätte ich mir anders vorgestellt. Ich möchte dich bitten, ganz kurz dein Smartphone nach vorne zu nehmen, auch online und live. Ich möchte euch eine einzige Frage stellen, weil ich es mega wichtig finde. Wo steht ihr in diesem Gedanken? Du siehst den QR-Code eingeblendet, nimmst es einfach, zoomst drauf und zack, bang, bist du mittendrin. Und ich finde es immer mega cool, auch zu wissen, wo steht ihr. Meine Frage, die ich euch ganz am Anfang in der Serie stelle, und bitte seid ganz, ganz ehrlich. Wir sind Schweizer, wir sind sowas von ehrlich. Neutral, aber ehrlich. Glaubst du an die Existenz vom Teufel? Nein, bin mir nicht ganz sicher, oder ja. Also, jetzt bin ich gespannt auf eure Antworten. Locations, online und auch live. Was glaubt ihr oder was ist eure Sichtweise über die Existenz vom Bösen? 97% sagt ja, bin ich jetzt gerade, dann seid ihr ganz gut unterwiesen worden im ICF oder wo auch immer. Wow, krass, 96%, weil es gibt eine Statistik in Amerika,
die sagen, dass ein großer Teil der Generation nicht mehr glaubt, es ist nur ein Märchen. Also mega krass, 96% ist da oben, 2% wissen, sind sich noch nicht ganz schlüssig. Gut, die werden wir dann noch überzeugen. Nein, keine Ahnung. Hey, krass, also diese Zahl ist gegen allen Statistiken, die ich bis jetzt gelesen habe. Das heißt, die Statistiken stimmen nicht, außer unsere Statistik. Hey, danke fürs Mitmachen, ist mega cool. Ich möchte euch ein Zitat vorlesen von C.S. Lewis im Dienstanweisung für deinen Unterteufel. Und er sagt folgendes Zitat. Es gibt 2 Irrtümer über den Teufel, in das Menschengeschlecht leicht verfällt. Die eine ist, die Existenz überhaupt zu leugnen. Der andere besteht darin, an sie zu glauben und sich in unmäßiger und ungesunder Weise mit ihnen zu beschäftigen. So, das ist so das Grundstatement. Und jetzt Achtung, was er zu beiden Gruppen sagt. Ich möchte niemand auf die Füße stehen. Der Teufel selbst freut sich über beide Irrtümer gleichmäßig. Sie begrüßen den Materialisten wie den Anhänger der schwarzen Magie mit demselben Vergnügen. Und das Zitat sagt eigentlich aus, man kann immer auf 2 Extreme fallen. Und ich finde es wichtig, dass wir uns Gedanken machen, was sagt dann die Bibel ganz konkret über das Böse, über den Feind. In Korintherbrief sieht man einen sehr interessanten Bibelvers. Und da heißt, denn wir kennen die Absichten vom Feind nur ganz genau und wissen, wie er uns zu Fall bringen möchte. Aber das soll ihm nicht gelingen. Also die Bibel sagt, man kann die Eigenschaften vom Feind herausfinden und man muss das wissen. Und mein Wunsch und mein Ziel ist in dieser Serie, dass du am Ende von der Serie weißt, was sind die Absichten, was ist die Strategie und wie können wir diesen Dingen widerstehen. Wenn du die Bibel liest, findest du verschiedene biblische Wörter über das Böse. Ich habe eine Auflistung gemacht. Du findest das Wort Luzifer, das Wort Satan, Teufel, der brüllende Löwe, der Antichrist und so weiter. Warum werden verschiedene Namen genannt? Ich habe auch einen Namen, ich heiße Leo, Markus, Bicker. Ich habe auch 3 Namen. Es gibt ganz verschiedene Momente, wo du mich was auch nennen kannst. Und diese Namen sind Eigenschaften, die wir verstehen müssen, wie das Böse uns angreift. Das Wort Luzifer, ich habe hier ein Zitat, für was steht Luzifer, war der höchste der Engel, in dem Sinn ein Worship-Leiter, er war ein Lichtträger und er hat sich entschieden, ich möchte sein wie Gott. Und er kommt mit Stolz und verblendet unsere Identität, die wir in Gott nämlich sind. Er ist ein Verblender. So, das war das Bild im Mittelalter, wie der Teufel aussieht. Hörner, rotes Kleid. Und ich habe gemeint, sie haben eine rote Kleine. Versteht, das war das Bild, das man hatte. Und es ist ganz einfach, du denkst, ja, wenn der Teufel so bei mir in der Wohnung reinkommen würde, ja, dann würde ich ja seine Art und seine Absichten ja verstehen. Das ist das Bild, das man oft geprägt hat. Ein Feind hat Hörner, ein rotes Kleid, also so ein Besen und so, und Feuer und Nebel und so. Aber es ist ganz, ganz, ganz anders. Sondern das Erste, was der Luzifer steht, ist für Stolz. Stolz. Stolz bedeutet, er wollte sein wie Gott. Und jetzt achte einmal, der erste Angriff, der Feind auf Adam und Eva machte, kann man in diesem Bibelvers erkennen. Er sagt zu ihnen, ihr werdet sein wie Gott.
Mit anderen Worten, liebe Frauen und Männer, macht eure Augen auf. Gott hält euch klein. Gott hält euch gefangen. Was sagte Gott zu Adam, der Teufel zu Adam und Eva im Garten? Hey, ihr dürft von diesem Baum nicht essen. Überlegt doch für einen Moment, Gott will nicht, dass ihr größer werdet wie er. Gott mag euch nicht den Segen, die Güte, das Gott hält euch klein. Er gönnt euch gar nicht alles. Sonst wäre Gott anders. Und als Jesus im 40 Tage fastet, kommt der gleiche Feind und sagt zu Jesus, typisch, du fastest, du hungerst, du stirbst für Menschen. Sind es die wert? Werden die dann zu dir stehen am Kreuz? Wenn du mich anbeten würdest, Jesus, würde ich dich nicht fasten, bitten, verzichten. Ich würde dir den ganzen Reichtum der Erde anvertrauen. Wie greift der Feind dein Leben an? Was sind die Wörter, die du hörst? Wie oft höre ich von Menschen, die sagen, Christen sind Losers. Zeig mal einen Christ, der ist erfolgreich in der Firma, ist Milliardär. Niemand. Im Sport auch nicht. Ihr seid halt mehr so ein bisschen so, die Schwachen, schwach sein ist cool. Demut ist geil. Verzichten und auf den Job, Karriere wegzumachen, das ist der neue Trend. Schaut doch euch Christen an, euer Gott mag den Christen nicht alles gönnen, sonst wäret ihr an der Spitze und nicht in der Mitte. Ich möchte dich fragen, ganz, ganz ehrlich, was für Wörter, Sätze greift der Feind dich an? Und es ist immer der Satz, du könntest sein, wenn du möchtest, wie Gott. Mit was greift der Feind dich an? Das ist mega wichtig. Wir kämpfen nicht gegen das Böse, sondern im Judas Kapitel gibt es einen hochinteressanten Vers. Ich möchte nicht theologisch zu viel erklären, aber im Judas Kapitel 1, Vers 9 heißt es, das wagte nicht einmal Michael, und er ist doch ein Fürst der Engel. Als der Teufel ihm den Moses Leichnam streitig machen wollte, sagte er nur, der Herr soll dich bestrafen. Er beschimpfte und verurteilte den Teufel nicht. Ich möchte auf diesen Vers nicht theologisch eingehen, aber es sagt in anderen Worten, wir kämpfen nicht gegen das Böse, sondern wir ignorieren das Böse. Ich habe ein gutes Beispiel. Vor vielen Jahren sind ich und meine Frau in Key West, unten in Amerika gewesen, und da kann man mit einem Segelboot rausgehen, dann sieht man so monstergroße Riesenfische. Das habe ich noch nie gesehen. Und er hat uns gesagt, wenn ihr da rausschwimmt mit der Schnorchel und so, und ihr habt Angst vor einem Hai, der kommt, oder einem Riesenfisch, don't worry. Stay cool. Dann ist es einfach, dann dreht ihr euch ganz langsam um. Langsam ist die Betonung. Nicht hastig, ganz langsam. Und ihr schaut von diesem bösen Fisch weg und ganz langsam, ohne Hektik, schwimmt ihr im Frieden einfach weg und dann seid ihr safe. Mit anderen Worten, kämpft nicht gegen die Fische, dreh dich um und schwimme langsam weg. Und ich und meine Frau waren dann zusammen rausgeschwommen. Meine Frau nahm die Hand, macht man immer, wenn man Angst hat beim Schnorcheln. Und irgendwann kam ein Monsterfisch und sie erdrückte meine Finger. Das Blut lief nicht mehr durch. Und ich habe gesagt, hey, honey, take it easy. Und wir haben uns umgedreht, ganz langsam, ohne Panik, ohne Angst. Und das hat der Fisch auch nicht gemerkt. Nee. Und sind einfach davon geschwommen und die Situation war erledigt. Und das ist das Bild, wie wir gegen den Feind ankämpfen. Turn around. Und ich drehe mich einfach rum und ich zeige ihm, einen schönen Rücken kann auch entzücken. Was ist umdrehen, bedeutet Folgendes, liebe Frauen und Männer. Die größte Waffe, um den Feind Schachmatt zu stellen, um deinen Stolz zu eliminieren, ist Worship. Worship ist das Gegenteil von Stolz. Worship bedeutet, dass ich Gott in das Zentrum von meinem Leben stelle. Gott ist im Zentrum.
Lass uns nochmal zurückgehen zu diesem Bibelvers in Korinther, oder 1. Mose besser gesagt. Ihr werdet sein wie Gott. Und hier gibt es einen theologischen Fehler. Das ist ein kleiner Fehler, aber matchentscheidend. Ihr werdet sein wie Gott. Gott hat uns Menschen geschaffen zum Ebenbild. Wir sind das Ebenbild Gottes. Ebenbild bedeutet, dass wir nicht Gott sind. Ebenbild bedeutet, dass wir die Art, die Gott ist, reflektieren. Wie wenn du in den Spiegel schaust und man sieht die Art, die Gott ist. Der Friede, die Freude, Vergebung. Alle diese Eigenschaften werden in uns zunehmen. Wir sind ähnlich wie Gott, aber wir sind nicht Gott. Warum sage ich das? Weil der Feind uns immer das Gefühl gibt in unserer Generation, wir können alles, wir sind alles, es gibt keine Grenzen. Das Potenzial ist in dir und es ist nur die Hälfte der Medaille. Warte schon mal auf eine Beerdigung, also nicht auf deiner eigenen. Dann heißt es Staub zu Staub, Asche zu Asche. Asche und Potenzial. Ja, was jetzt? Und es ist mega wichtig, wenn wir als Ebenbild sind, bedeutet das, Gott hat keine Grenzen, aber wir sind limitiert. Ich möchte euch eine Auflistung bringen, wo wir limitiert sind. Und bitte bleibt ein bisschen dabei, es kommt positiv. Unser Körper, wir können nur an einem Ort während einem Moment sein. Du bist nicht der Heilige Geist, wo überall sein. Wir können nur in einem Moment an einem Ort sein. Das heißt, wir sind limitiert. Unser Verstand ist limitiert, unsere Talente sind wir limitiert, unsere Persönlichkeiten sind wir limitiert, unsere Herkunftsfamilien sind wir limitiert, unsere Ausbildung und Karriere sind wir limitiert, unsere Lebenszeit ist limitiert und auch unsere Lebenszeit sind wir limitiert. Und auch unsere Lebenszeit sind wir limitiert. Das bedeutet, das ist unser Leben. Staub zu Staub, Asche zu Asche, Asche und Potenzial, Gott und mein Leben. Hey, wir sind limitiert. Und der Feind gibt uns das Gefühl, es gibt keine Grenzen. Es gibt nur nach oben, es gibt nur Erfolg und Gott sagt, unser Leben ist limitiert. Gott ist nicht limitiert, aber wir sind das mit diesen 80 Jahren. Und jeder von uns weiß genau, von was ich spreche. In diesen 80 Jahren, wo wir leben, 5 Jahre kann es sein, 10 Jahre kann es sein, 60 Jahre kann es sein, 150 Jahre kann es sein, macht keinen Sinn, dann sind alle deine Freunde schon lange tot. Spielst alleine Golf. Unser Leben ist limitiert. Wieso sage ich das? Weil uns der Teufel und die Welt immer das Gefühl gibt, wir können alles. Hey, wir Menschen, wir können die Welt retten mit dem CO2. Das können wir. Wir essen kein Fleisch mehr und es gibt auch keinen Vulkanausstoß mehr. Nein, wir kontrollieren sogar die Vulkane. Wir glauben heute, dass wir alles in den Händen haben, um wie Gott zu sein. Und das ist das Erste, was uns bewusst werden muss. Wir sind limitiert, aber in diesen 80 Jahren, you never walk alone, laufen wir nicht alleine, sondern Gott hat uns den Heiligen Geist anvertraut. Und dieser Heilige Geist ist eine Kraft Gottes, eine Dimension in unserem Leben, wo jede Grenze, wo jedes Hindernis in der Kraft Gottes kann, pum, shakala, explodiert werden. Wir sind keine Opfer der Umstände, sondern der Sieger wohnt bereits in unserem Leben drin. So sieht es aus, wenn der Geist Gottes Limitationen in unserem Leben zerplatzen lässt. Hey, good news! Der Geist Gottes macht immer Jesus groß in uns. Der Teufel in uns macht immer uns groß und wir dürfen entscheiden. Hey, wir haben jetzt darüber gesprochen, dass Worship ist ein Durchbruch, dass gewisse Hindernisse in unserem Leben eliminiert werden. Und ich habe gedacht, wie wäre es, statt dass ich darüber spreche und wir alle denken, ja, vielleicht nein, lass uns das zusammen erleben, weil ich glaube, dass eine Predigt hat dann Kraft, wenn zusammen worshipen. Ich lade dich ein, hier in Zürich, auch alle Locations und auch online, lass uns aufstehen
Und lass uns zusammen ein paar Worship-Songs singen, die wir ganz bewusst ausgesucht haben, um eine Proklamation zu bringen. Lass uns aufstehen, die Masken anziehen bitte. Und aufstehen. Und wir haben das rausgesucht, ein paar Medleys. Und es sind Aussagen, Statements, wo wir in diesen 80 Jahren, wo du lebst, vielleicht lebst du länger. Aber ich möchte dieses Bild dir vor die Augen malen. Die Gerechtigkeit Gottes ist nicht in diesen 80 Jahren, sondern die Gerechtigkeit Gottes beginnt hier. Ist endlos. Und die Band wird ein paar Songs singen und ich möchte dich bitten, dass du deine 80 Jahre nimmst, deine Limitationen nimmst, aber nicht mit dem Teufel überwindest, sondern sagst, Heiliger Geist, du bist in mir und du bist mit mir und du bist in mir. Mit deiner Kraft werden Dinge gesprengt. Und die Bandmitglieder wird jede Person was Persönliches dazu sagen. Wo haben sie Durchbrüche erlebt? Wo hat ein Song für sie Kraft bekommen? Weil wenn wir worshipen, setzen wir Gott in die Mitte. Wenn Gott in der Mitte ist, sagt die Bibel, wenn du nach dem Reich Gottes trachtest, werden alle Dinge dir hinzufallen. Ich glaube an Zufälle von Gott zugefallen. Von denen möchte ich viele Zufälle von Gott zugefallen. Luca und Band, it's your moment. Kämpfe, die ich immer mal wieder habe in meinem Leben, sind meine Gedanken. Ich erwische mich immer wieder dabei, wie ich denke, du bist nicht gut genug für das. Lass das jemand anderen machen, der besser ist als du. Oder was könnten die Leute über dich sagen oder was könnten die über dich denken? Und ich habe Momente, in denen ich auf der Bühne stehe und mit vollstem Herzen worshipen will, aber diese Gedanken Überhand bekommen und ich unsicher werde und es wird mir wirklich übel und ich am liebsten einfach weglaufen würde und sagen, lass es die anderen machen, die können das besser als du. Aber genau in diesen Momenten ist es wichtig und muss ich immer wieder über mir sagen, Jesus, ich bleibe hier und ich gehe nirgendwo hin, denn ich weiß, dass du mit mir bist und du gehst auch nirgendwo hin. Und vielleicht hast du Situationen, in denen du denkst, ich würde am liebsten weglaufen, ich glaube nicht mehr daran oder Gott ist nicht gut mit mir. Und lass uns heute proklamieren und über unseren Gedanken, über unseren Sorgen oder Ängsten sagen, here I am, I'm not going anywhere. Und ich weiß, du bist mit mir. Here I am, I'm not going anywhere. Yes, here I am, I'm not going anywhere. Here I am, I'm not going anywhere. Yes, here I am, I'm not going anywhere. Oh, here I am, I'm not going anywhere. No, no, here I am, I'm not going anywhere. Yes, here I am, I'm not going anywhere. Oh, here I am, I'm not going anywhere. Oh, yes, here I am, I'm not going anywhere. I'm not going anywhere. Vor 2 Monaten wurde meine jüngere Schwester von ihren kleinen Kindern gefunden, bewusstlos. Die Tage darauf waren schrecklich. Wir wussten nicht, überlebt sie oder nicht. Für mich war das, ich konnte das nicht einordnen. Es war sehr schwierig. Ich wusste nicht, was ich davon halten soll, von Gott, von der Situation. Aber mein Geheimnis war, ich ging zu Gott und ich machte ihn größer als die Situation. Das half mir in der Situation. Gott ist größer. Gott steht darüber. Gott macht alles zu unserem Besten. Falls du in einer Situation bist, wo du merkst, du stehst an, du weißt nicht warum, dann lade ich dich besonders ein. Komm vor Gott, bete ihn an. Alle, die ganze Welt werden irgendwann erkennen, dass er König ist und jede Situation unter seiner Kontrolle ist.
Es gibt ja im Leben immer Höhen und Tiefen. Und ein Tief für mich kam, als ich im März 2011 schwanger wurde. Und dann wir leider das Baby verloren haben. Und es war ein unglaublich trauriger Moment, ein schwerer Moment. Und wir mussten das Baby so wie zu Gott zurückgeben und sagen, okay, dann hast du es zurück. Und in dem Moment, wo wir das gemacht haben, ist ein unglaublicher Frieden auf uns gekommen. Und trotzdem haben wir es nicht verstanden. Und wir haben uns bewusst entschieden zu sagen, Gott, du bist auf dem Thron. Jesus, du bist auf dem Thron und wir beten dich an. Und wenn man das macht in dieser Situation, wo man es nicht versteht, wo man überhaupt keinen Bock hat anzubeten, dann anzubeten, das hat so eine krasse Kraft und ist so unglaublich überwältigend. Und lass uns das jetzt noch ein letztes Mal in diesem Medley zusammen machen, zu sagen, Jesus, wir beten dich an, auch wenn du vielleicht in einer Situation bist, wo du überhaupt nicht verstehst, was abgeht, wo Corona ist und was weiß ich noch alles. Lass uns zusammen proklamieren, lass uns Gott erheben und zu sagen, du bist auf dem Thron, Jesus, und wir erheben dich. Wir machen dich größer, Jesus. I will sing your praise forever. Ihr dürft wieder Platz nehmen. Ich habe bewusst die Band mit diesen Songs gefragt, das zu machen, dass er merkt, da auf der Bühne stehen Menschen wie du und ich. Und was ist der Punkt in diesen 80 Jahren? Nimm jetzt einfach mal eine Durchschnittszahl, die wir leben. Erleben wir Limitationen, oder? Angriffe, ein Baby stirbt, eine Schwester liegt im Spital, eine Person stirbt an Corona. Und in diesen 80 Jahren, liebe Menschen, wird der Teufel dir sagen, wie kann ein guter Gott das zulassen? Und der Feind sagt, wenn du mich anbetest, dann werden diese Dinge nicht geschehen. Ich weiß nicht, was dein Schlagsatz ist, den dich im Moment begleitet. Vielleicht eine krasse Niederlage in deinem Leben, eine Scheidung in deinem Leben, die du nicht gesucht hast, vielleicht auch nicht verursacht hast. Keine Ahnung, was deine Story ist. Aber in diesen 80 Jahren gibt es Dinge, wo der Feind sagt, wenn du mich anbetest, dann werden Dinge ganz, ganz anders verlaufen. Worship ist, ich drehe diesen Lügen den Rücken zu und sage, es geht nicht um diese 80 Jahre. Es geht nicht um diese 80 Jahre. Es geht nicht bloß um diese 80 Jahre. Wer 80 Jahre denkt, here and now, der denkt zu klein. Weil das Zweite, was Worship auslöst, Worship löst in mir einen starken Glauben und Aktivität aus.
Worship löst in mir diesen Bibelvers aus im Psalm 103, Vers 2. Ich will den Herrn loben und nie vergessen, wie viel Gutes er mir getan hat. Ich werde nicht vergessen, dass Gott gut ist in meinem Leben. Warum ist Gott gut? Ich spreche jetzt zu ein paar Menschen, die krasse Dinge erlebt haben, die man theologisch nicht einordnen kann. Ich sage dir, warum Gott gut ist. Weil Gott sieht unser Leben nicht mit 80 Jahren. Wenn wir sterben, dann geht unser Leben weiter. Eine Ewigkeit von Freude, von Friede, von Geborgenheit, von Güte. Es gibt keinen Tod mehr, es gibt keine Krankheit mehr, es gibt kein Leiden mehr, es gibt keine Limitationen mehr. Und ich möchte dich fragen, ja, wann hört dann dieses Leben auf? Gar nicht mehr. Es ist ewig. Worship öffnet mir die Augen, dass ich ewig lebe. Diese 80 Jahre, was der Feind dir verkaufen will, ist nicht relevant. Ob du Millionär bist oder nicht, who cares? Hier meine ich. Here it cares a lot. Here I don't care. Wenn wir diese Perspektive nicht sehen, machen viele von uns so falsche Entscheidungen. Dinge, die nicht okay sind. Und Worship, wenn ich laufe oder gehe mit meiner Frau, ist das genau, ich reflektiere mein Leben, ich reflektiere diese 80 Jahre. Und dann denke ich, Gott hat eine Ewigkeit und über das spricht man nicht, das ist nicht sexy, der Himmel ist nicht sexy. We're living now. Aber Gott spricht nicht von jetzt. Er spricht immer von der Ewigkeit und ich lasse mir meine Ewigkeit nicht so billig stehlen durch eine Lüge. Ich bin nicht Gott, aber ich habe Gott an meiner Seite. Ich möchte enden mit etwas, was ich erlebt habe während der Corona-Krise. Die ist ja noch nicht vorbei. Ich habe Gott gefragt, was soll ich machen? Ich kann ja nicht mehr reisen, ist nicht schlimm. Die Welt dreht sich dennoch rundherum. Und ich habe von Gottes Wort gehört, im nächsten Jahr musst du härter arbeiten im ICF, als du jemals gearbeitet hast. Ich, wow, crazy. Ich sagte, Gott, warum? Und Gott hat gesagt, du hast eine Chance, ein Jahr eine Chance, Dinge zu verändern in der Leidenschaftskultur, in Preaching-Kultur, in der Church, im ICF-Office, auch Online-Church. In diesem einen Jahr kannst du Dinge bewegen, die so schnell man nicht mehr bewegen kann. Und ich habe alle meine Energie von ICF Zürich in die Online-Church investiert. Nicht einfach wir haben keinen Livestream, wir haben eine Online-Church, wo wir Menschen überall erreichen mit Jesus. Und Gott hat zu mir gesagt, deine Begabung als Apostel, ich bin ein Apostel, ich bin ein Multiplikator, ich multipliziere mein Leben. Und ich habe zu Gott gesagt, ich werde nicht aufhören, auch in der Corona-Krise Kirchen zu gründen. Ja, wie macht man denn das? Ich möchte euch 2 Praise Report bringen, dass nichts auf der Welt uns stoppen kann. Wenn der Geist Gottes in diesen 80 Jahren mit uns ist, sind alle Dinge möglich. Wir haben vor 2 Wochen ICF Klagenfurt gestartet. Und wenn man diese Mappe anschaut, liebe Freunde, gab es vor 10 Jahren ein ICF Vorarlberg. Und wir haben eine Worship-Tour gemacht und wir hatten kein zweites ICF gegründet. Wir waren in Klagenfurt vor vielen Jahren, hatten eine Worship-Abend gehabt und keine Church gegründet. Plötzlich in der Corona-Krise kommt ein Mann und eine Frau, gründen da eine Church. ICF Friedrichshafen beim Bodensee hatten wir in dieser Woche die erste Vision Night gemacht. 80 Menschen könnten kommen, es war ausgebucht. Wir werden da am Bodensee eine Church gründen in der Corona-Krise. Und ich möchte dir heute sagen, nichts auf dieser Erde, auch in diesen 80 Jahren, auch kein Coronavirus kann das Reich Gottes stoppen.
Panik und Angst in der Corona-Krise, dass du sterben könntest. Wow. Lasst uns lehren und bedenken, dass wir sterben werden. Zum Glück sprechen wir wieder über den Tod. Weil wenn du über den Tod nachdenkst, triffst du schlaue und weise Entscheidungen, die für unsere Ewigkeit so viel mehr wert sind als all das, was der Feind uns anzubieten hat. Und wir müssen die Ewigkeit nicht vor unseren Augen weichen, weil da gehen wir hin. Ich möchte enden mit einem Zitat. Und ich liebe dieses Zitat, weil es drückt etwas aus von dieser Größe, von diesem Gott im Himmel. Ich muss ein bisschen scrollen. Wenn du nicht ein Kiefer sein kannst auf dem Hügel, dann sei ein Busch im Tal. Aber sei der schönste, kleinste Busch am Ufer des Bachs. Sei ein Busch, wenn du kein Baum sein kannst. Und wenn du kein Busch sein kannst, dann sei ein Büschel Gras und stehe heiter am Straßenrand. Und wenn du kein Hecht sein kannst, dann sei einfach ein Barsch. Aber der munteste Barsch im See. Nicht nur Captain, auch Mannschaft muss sein. Für alle von uns ist Platz. Viel Arbeit ist zu tun und wenig. Doch die Pflichten, die wir haben, sind gleich. Wenn du keine Straße sein kannst, dann sei nur ein Pfad. Und wenn du die Sonne nicht sein kannst, dann sei ein Stern. Es ist nicht die Größe, nach der du siegst oder fällst. Sei das Beste, was immer du bist, weil Gott dein Leben und mein Leben in seinen Händen hält. Denn niemand von uns durchlebt diese 80 Jahre alleine. Gott hat uns den Heiligen Geist anvertraut. Er ist unser Lehrer. Er leitet, berät, führt, bewahrt, erfüllt, begeistert uns in der Ewigkeit mit meinem Schöpfer Gott dran zu bleiben.